Guten Tag met Nene. Da bin ich noch eens mal wer. Ich heb mi noch eens mal wer so'n Grimmsch Märchen fürnommen und übersatt und dat hätt op Hochdeutsch der Wolf und der Fuchs. Und op Platt hätt dat dann den Wolf und den Voss. Den Wolf lävede mit den Voss binene. Den Voss stön unter die Fuchtel van den Wolf, much also als doen, wat den Wolf van em verworten. Wegen at den Wolf ja grötter und stärker was als den kleinen Voss. Gerne was den Voss sin Kumpel den Wolf losworden, apat he wuss nicht, wo he dat war in Stell setten kun. Eines Tages, as die beiden wer so as alle Tage der den Bus klepen, sagt den Wolf zu den Voss: Rotvoss, besorg mi watte fräten, of ik frät die Sös up. Da krieg den Voss et mit der Angst zu doen und he schlug den Wolf für em van Burenhof n klein Schöpken zu halen, wo he sich dann drüber hermaken kun, satte werden. Den Voss schläg sich noch die Schöpe und bracht den Wolf n junge Dier und meg sich dann gau weg ob die Socken. Den Wolf was apat immer noch nicht satt und woll unbedingt noch n Schöpken hem. Wegen at den Voss nicht mehr bi em was, meke sich sös ob den Weg, nur die Schobsherde. He was natürlich nicht so schlau as den Voss, brakede tüsken die Herde und meg mächtig krachte bi. Die Schobsmutter woll kleinet Lemken nicht einfach so den Wolf überlauten und was so laut an Blöken, dat et in die ganze Norberschop zu hören was. Da queben die Buren von de andern Höfe und bearbeiten den Wolf mit Hacken und Stöcke so düftig, dat die Gau dat Wiede soch und ganz erbärmlich wie den Voss anquem und toreb: Du hast mi bedrogen, ich woll mi doch bloß noch so'n klein Schöpken halen, aber da hebt die Buren mi packt und hebt mi Windel wegschlorn. Ja, gaff den Voss trüge, warum bist du auch bloß so ne Nimmersatt? As die beiden an nächsten Dach wer mit Nene unterwegens wassen, kriegt den Wolf a wehrgroten Schmacht und drohen den Voss: Rotvoss, bring mi watte fräten, of ik frät die Sös up. Oh, ik weet n Burenhof, da bäckt die Husfrau von Tage leckern Pannekoken und von de will wir uns doch n paar halen. Den Voss schlägt dat Hus herum und schnuppern so lange, bis he die Schöttel mit de Pannekoken funden hatte. Trock 6 Stück herunter und brach se den Wolf. So, hier hast du leckere Pannekoken, sag er noch und schlägt sich dann gau weg. Den Wolf frat die Pannekoken mit gierigen Haps up, apat dat meg em erst recht noch ne gröttern Schmacht. Hier lebt wer noch den Hof trüge und rät die Schöttel mit de restlichen Pannekokens an sich, dat se ob de Grunde fehlen und in 1000 Stücke kaputt sprug. Dat meg apat so ne Krach, dat die Bursfrau ihre ganze Familie mit Bessen und Stöcke ob den Wolf loslebt, so dat sich hühlend von Pine hümpelnd von den Hof schläg. As den Voss in Busk den Wolf traf, was er an Schen. Du hast mi jo a Werbelong, die Bur heft mi so dat Fell versollt, dat ich kaum noch loben kann. Den Wolf helem wer für: Warum bist du auch bloß so ne Nimmersatt? Eines Dachs, ein Dach later, trocken die beiden wer mit Nene los. Den Wolf was noch mächtig an Hinken von Pine. Da woll den Wolf a Wehrwatte fräten hem und sagt zu den Voss: Rotvoss, bring mi watte fräten, sus frät ich die Sös up. Oh, da weet ich wa wat Leckerste kriegen. Was van den Voss zu hören. Ich kenn n Mann, die hef gerade n Schwienschlacht. He hef dat
Vlees all in Sold lecht und et in sin Keller bracht. Ich wies die, wo dat is, und dann hal ich die wat van dat Vlees. Den Wolf woll apart selbst mitgorn, und so wies den Voss den Wolf ob geheime Wege den Weg in den Keller. Da lag jede Menge van dat leckerste Vlees, und den Wolf mieg sich forts drüber her und fratt und kun gar nicht genug davon kriegen. Den schlauen Voss fratt auch ein Bettgen Vlees, leb apart immer wer nur dat Lock, wo se in den Keller kommen wassen, Fasse zu stellen, ob noch war der dat Lockposs. Den Wolf woll noch wetten, warum den Voss immer wer der dat Lock sprung und dann auch wer drin quem. Och, sagt den schlauen Voss, ich will ja bloß kicken auf a Knüms Kümp. Apart ich rode die, frät nicht so voll. Den Wolf woll von diesen Rot nix wetten und beschlott, so voll Vlees te fräten, bis dat ganze Vleesfat lörig was. Den Buhr hatte apart hört, dat unter in sin Keller altit wat rumsprüng, quem in den Keller und sucht die beiden Vleesdewe. Den Voss, der ja die ganze Tiet utprobiert hatte, ob noch war der dat Lockposs, was mit een Satz der dat Lock noch buten sprung. Den Wolf woll no, blieb apart wegen sin dicken Bug in dat Lock faste sitten. Da halen sich den Buhr ne dicken Knüppel und schlug so lange ob den Wolf ihn, bis atte sich nicht mehr bewegen und ob de Grunde fiel. Den Voss sprung in den Busk und was heel froh, dat von no an maken kun wat heel wohl und den lästigen Frätsack nimmer satt, endlich los was. No halt du Kregel und ich sech, gut gone.